ready. Wir sind voll ready. Wir sehen wieder die Laserstäbe, die da auf dem Bildschirm kommen. Wir sind richtig ready, also die Aufnahme läuft. Ich weiss gar nicht, wie anfangen. Das ist jetzt das Schlimmste. Ja, der Anfang wird auch in Zukunft immer das Schlimmste sein. Ja, irgendwann fangen wir einfach an reden. Ja, aber vielleicht hätten wir dann schon wie müssen angefangen haben, damit wir nachher wie so flüssig rein starten können. Ja, wir müssen über irgendetwas Belangenloses reden, einfach, dass die Leute mal dazu reinkommen und dann ist man drin. Ja. Oder man kann auch einfach darüber reden, dass man über etwas reden muss und dann ist man drin. Ja, aber nein, also ich habe gerade ein schönes Erlebnis, das mich jetzt diese Woche, aber wir schreiben heute 25. Januar, wo mich jetzt diese Woche eigentlich besonders gefreut hat. Ein schöner Moment gestern war, zwar der André und ich sind für die Firma, haben wir einen kleinen Einkauf müssen machen. Sind so tropische Pflanzen gepostet, also ganz komische Wurzeln haben irgendwie. Aber wir sind nachher auch noch in eine Tierhandlung gegangen, wo halt so Tiersachen hatten. Wir nennen jetzt keinen Namen. Genau, keinen Namen. Sagen nicht, dass wir in Qualipet waren. Entschuldigung. Ja, genau, sehr gut. Keine Schleichwerbung, no Product Placement. Aber es hat mich gestern extrem gefreut, weil ich einfach irgendwie seit 4, 5, 6, 7 Jahren das erste Mal wieder Meersäule gesehen habe. Ah ja, Meersäule. Meersäule? Ja, ich habe es auch mega schön gefunden in diesem Laden, weil es ist ein bisschen nur schon, wenn du reinkommst, der Geruch. Der Geruch, die Tierhandlungen, das ist, oder Zoo, halt einfach das Tier, das erinnert mich immer an meine Kindheit. Also, inwiefern an deine Kindheit? Hasenstall. Hast du Hasen gehabt? Nein, wir hatten keine Hasen gehabt, aber ich hatte halt Kollegen, die Hasen hatten. Und mein Grossvater, dort bin ich aber noch klein gewesen, der hat mal Hasen gehabt. Und für mich ist einfach der Geruch von dem Stroh und Streu, was es ist, das schmeckt für mich nach Kindheit. Und gestern, als wir in den Laden reingelaufen sind, hatte ich auch gerade Flashbacks gehabt, wie mein Grossvater Hasen hatte. Der Geruch, der jetzt zum Beispiel eben in diesem Tierladen, wo wir nicht benennen müssen, sind das nicht die Knochen, die dort einfach so offen rumliegen? Die Hundesnacks? Ja, das wäre jetzt also ich habe das Gefühl, das schmeckt so. Ja, das kann sehr gut sein, wenn du es so sagst. Aber ich bin ja kein es ist irgendwie nicht so eine schöne Vorstellung, wenn ich denke, dass die Knochen so schmecken. Viel schöner, wenn es einfach Stroh ist. Ja. Gut, aber Stroh schmeckt schon anders. Also so, gut, vielleicht sind es auch dort einfach Kühe. Also so, wo anders schmecken. Aber was auch immer es ist. Was auch immer es ist. Ja. Nein, es war mega ein schöner Moment, weil ich in meiner Kindheit, ich hatte 2 Meersäule. Ein schwarzes und so ein orangiges. Und die haben Tom und Jerry geheissen. Oh, so geil. Und also mein Meersäule war der Tom. Der Tom war mein Meersäule. So. Und das ist dann aber von diesen beiden Meersäulen zuerst gestorben. Das ist einer mitunter der schlimmsten Momente in meiner Kindheit. Ja, das erste Mal, als ich als Kind einfach in Kontakt mit dem Tod gekommen bin. So. Ja. Und ich war dort irgendwie 5 oder 6 gewesen. Und danach ist mir halt einfach mein Meersäule weggestorben. Ja, aber das ist mir das Gleiche mit meiner Katze passiert. Meine Schwester und ich haben beide Katzen gehabt und meine Katze ist zuerst gestorben. Ja. Und ich glaube, was es eben so schlimm macht, du merkst das erste Mal richtig, wie du machtlos bist. Du kannst nichts machen. Es ist etwas mega Wichtiges, aber du kannst es nicht ändern. Und das ist als Kind ist das schon... Ich glaube, die Haustiere die lernen uns viel, also was Liebe und Loslassen und Zuneigung und so angeht. Auch gerade als Kind. Weil eben speziell als Kind. Und sowieso in diesem Alter eben mit 5 und 6, ich habe Pokémon im Fernsehen geschaut, mein Nachmittag ist am Game Boy Advance und das war so das, was mich in diesem Alter so beschäftigt hat.
Und ich habe, glaube ich, bis dahin gar nicht gecheckt, dass der Tod halt auch wirklich bedeutet, dass etwas dir kann genommen werden. Also ich überlege jetzt auch gerade, also es gibt ja Leute, die haben in der Kindheit halt Grosseltern oder so, die es früh verlieren. Dann ist wahrscheinlich das der Moment, wo man das so richtig merkt. Aber jetzt bei mir, zum Glück, ist das bei mir nicht so gewesen. Und ich glaube, das habe ich den Fall verloren. Frag mal live. Mal geschwind. Das wird wahrscheinlich noch passieren. man muss dazu sagen, wir haben einen wilden Arbeitstag schon hinter uns. Ja. Und deswegen manchmal empfiehlt einem das. Aber zum Tod zurück und zu den Grosseltern, bei mir ist das eben zum Glück nie passiert. Und wenn das halt als Kind mit so einem Tier oder so passiert, du hast halt wirklich, also es ist weg. Es ist nicht einfach irgendwie, es ist jetzt im Heim oder du musst es abgeben oder etwas, sondern du hast es nicht entschieden, niemand anders hat es entschieden, sondern es ist jetzt einfach so. Und als Kind hat man wahrscheinlich gar nie richtig verstanden, dass es überhaupt ein Ende gibt. Weil man ist noch in so einem Stadium, wo es nur nach vorne geht. Es gibt gar keinen anderen Weg als führen. Nein, es gibt nur besser werden, lernen und irgendwann bin ich erwachsen oder grösser und dann kann ich das auch. Nach der 2. Klasse kommt die 3. Klasse und so weiter. Ja. Und ich habe eben einen 5-jährigen kleinen Bruder und ich meine, wenn ich es bei dem sehe, wenn er sagt, er geht in die erste Primar schauen, dann darf er zu den Grossen schauen. Zu den grossen Kindern. Und ich meine, der Sprung von ersten Kind in die Primarschule ist für jetzt nachträglich ist das kein grosser, also es ist keine lange Zeit. Aber in diesem Alter ist das gleich gekommen, als ob du irgendwie ein Land verlässt, auswanderst oder weiss auch nicht was. Das ist wie ein Level Up. Ja. Du bist ein Level aufgestiegen. Das ist wirklich Level 2 ist erreicht. Ja. Also, das ist schon krass. Und als Kind, wenn so etwas schon so krass ist, du steigst eins auf, dann ist etwas, das komplett beendet ist. Das ist schon so ein Herz. Aber dort, es ist unglaublich, wenn man das so Revue passieren lässt. Es ist verdammt krass, wenn man sich einfach bewusst wird, man ist einfach mit einem leeren Rucksack so auf die Welt gekommen. Und Jahr für Jahr, Tag für Tag kommen neue Erfahrungen so dort rein. Und eben, wie wir jetzt gesagt haben, so mit 5 und so, der Tod ist einfach noch nicht bekannt gewesen. Das hat man dort einfach noch gar nicht gewusst, was das für Schmerz auch auslösen kann. Ja. Und eben vom 2. Kindergarten nachher in die erste Primar. Ja. Hey, was ich dort eins gletschert habe, das ist die grösste Katastrophe gewesen. Und man hat sich also es ist ja auch, alles ist gerade Weltuntergang gewesen. So als so kleines Kind. Also egal was es war, ich weiss nicht, ob das deine Eltern auch gemacht haben, aber meine haben mich damals gefilmt, wenn wir getäubelt haben. Also, so eben. Die Welt ist vorbei. Nicht. Die Welt ist vorbei. Ja, nein, das kannst du glücklich sein. Wir haben all die Aufnahmen von mir als Kind, wenn ich mal auch will. Bei mir war es schlimm, ich wollte, dass mich der Papi ins Bett hineinlupft. Nicht die Mami. Und dann hat mich die Mami ins Bett hineingelupft und ich bin wieder raus und ich wollte, dass mich jetzt der Papi dort hineinlupft. Und sie haben gefunden, nein, du lernst das jetzt. Und dann haben sie halt einfach ein Video gemacht, wie ich dort bin und nein, die Mami muss, nein. Und also, wenn ich mir überlege, im Nachhinein, ich meine, du magst dich nicht mehr gross erinnern, aber so Zeug ist einem als Kind vorgekommen, wie das Schlimmste, hey, da passiert jetzt etwas Falsches oder Schlimmes. Dabei ist es eigentlich, einfach, es ist einem gar nicht bewusst, dass es gar nichts ausmacht. Man ist einfach so, man hat es gerade gelernt oder man ist so unerfahren, alles Ungewisse macht irgendwo Angst, ist aber auch spannend. Also. Ja, also dort muss ich eher sagen, speziell als Kind, ich bin absolut einfach in meiner Welt unterwegs gewesen. Also ich bin auch ein Kind gewesen, da haben sich meine Eltern recht Sorgen gemacht, weil ich auch recht spät angefangen habe zu reden. Jetzt wirklich. Und das war vor allem das Beängstigende gewesen. Ich habe eine eigene Sprache entwickelt, die niemand sonst verstanden hat. Jetzt, also ich, als Baby habe ich quasi auch Sachen, wo halt die Mami und der Papi, das ist der Shoppen und das ist das Nuschi. Und das ist zum Beispiel der Nuki, ist glaube ich das Nonno gsi.
Okay. Und das Nuschi war irgendwie ein Mimi. Und ich habe einfach ganz, also an diesen Sachen, wo die ganze Menschheit irgendwie einen Namen dafür hatte, hat der Nils einen eigenen Namen müssen erfinden. Ja, sicher. Selbstständig, oder? Und das ist halt für Eltern. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehe, wenn mein Kind in Anführungszeichen so speziell Klingonisch. Das Kind redet Klingonisch. Ja. Nein, aber das stelle ich mir ganz creepy vor. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach gewesen. Aber danach, da muss ich meinen Eltern vielleicht ein bisschen einen Vorwurf machen. Wo es danach darum gegangen ist, so Spielgruppen und Kinski, vor allem Spielgruppen, dort war das Thema. Mein Papi hat uns, also mein kleiner Bruder auch, er hat uns schon recht früh einmal in Englischschule schicken. Damit wir quasi bilang aufwachsen. Bilang, oder? Bilang, Alter. Genau, dass wir so aufwachsen. Und danach, aber ich bin in meiner Welt unterwegs. Du hast überhaupt noch zuerst mal reden. Ja, genau. Das war effektiv das Problem. Und ich habe einfach, als Kind habe ich nicht so einfach den Anschluss gefunden. Und ich habe lieber mit meinen Legos gespielt und ich habe Häuschen gebaut und das Bäumchen sieht dort halt schöner aus als dort. Und dort muss mir jetzt nicht jemand helfen, meine Legos. Das sind meine Lego-Steine. Ja, ich verstehe das. Vor allem, ich stelle mir so vor, ich bin halt komplett das Gegenteil. Ja, wirklich 1:1. Ich bin wirklich schon klein, also so mit, ich will jetzt nicht Falsches sagen, ich glaube so mit 2, 3, wo man noch nicht unbedingt gut redet, bin ich amigs schon vorne losgetäppelt so und bin einfach neben die alte Frau aufs Bänkchen gehockt, habe die voll gelabert. ich habe einfach, meine Grossmami mir amigs erzählt, wir sind um so eine Seele gelaufen und ich habe immer die Grossmami so unterhalten. Irgendwie, ich weiss auch nicht, ich habe schon immer einfach gelabert. Gelabert habe ich immer können, aber halt auch einfach viel. Und dann als Kind auch manchmal viel zu viel und vor allem auch ab und zu heute noch, aber dann sagt man zu Themen Sachen, wo man eigentlich einfach so ruhig sein weil es vielleicht gar nicht so dein Thema ist oder so. Zuerst denken, nachher ein Maul aufmachen. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt so ein Kind, so ich, oder halt zum Beispiel mein kleiner Bruder, der auch so ist, der plappert den ganzen Tag, auch wenn es hinten und vorne nicht stimmt, was er erzählt. Und richtige Räubergeschichten. Ja, richtige Räubergeschichten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so einen mit zum Beispiel einem kleinen Nils, das würde nicht funktionieren. Nein. Meiner würde ausrasten, weil irgendwie so, nein, rein und zack, zack. Und der Nils würde eigentlich mit seinem Stein das machen, was er will. Ui. Genau. Ja. Also jetzt ist, glaube ich, die Ausgangslage so ein bisschen bekannt. Oder man kann sich es vorstellen. Und wie gesagt, mein Papi hat uns beilängen. Ja. Also mein Papi, er ist Bauernsohn und das ist eigentlich sehr weit hergeholt, dass man jetzt seine Kinder zweisprachig muss erziehen muss. Und eben, weil ich einfach als Kind in meiner Welt unterwegs war und danach ein paar Mal sind wir dann so in Englisch Kinderhort oder so sind wir quasi abgegeben worden. Oh. Und das Wort eben abgegeben worden und nicht abgeholt. Und da, so als Kind, ich habe dort schon unglaublich Mühe gehabt. Einfach, wo ist meine Mami? Ich kann mit niemandem reden. Und die blöden Betreuerinnen, die haben mit mir auch nur Englisch reden. Oh nein! So, excuse me, can you speak English? Und ich, der 4-jährige Nils, der am Latschen ist, wo ist meine Mami? Excuse me, can you speak English? I don't understand. Und dort hätte ich wirklich, ich wäre am Gescheitsten einfach heimgelaufen. Aber bist du schon? Nein, das geht ja nicht. Also als Kind, also vielleicht hat sie die Sprache selber nicht können. Mal, sicher schon, aber die hat einfach blöd tun. Oh Mann! Aber das ist typisch unser Ding, so ein kleines Kind schon irgendwo in so einen... Nein, du redest jetzt Englisch. Reindrücken. Ja. Du redest jetzt Englisch. So... Und klar geht es als Kind einfacher. Und wenn quasi eben die Anknüpfungspunkte mit Kollegen und beim Spielen, dass der eine einfach immer so ein bisschen englische Wörter, so funktioniert das. Aber wenn ein Kind irgendwie einfach
das funktioniert halt einfach nicht. Nein, also und da habe ich mich einfach extrem schlecht... Also da bin ich komplett fehl am Platz gewesen. Ja, das kann man vorstellen. Der Bildschirm tut jetzt mal schon wieder schwarz, aber es ist alles im grünen Bereich. Zum an dem anhängen, mein kleiner Bruder, der lebt ja auch, also er wächst auch bilingual auf. Halt jetzt nicht so wie jetzt bei dir, so nach dem Motto, ja, wir schicken ihn in eine Englischschule, sondern bei mir ist halt so, meine Stiefmami, sie redet Romanisch. Und Romanisch ist halt eine Sprache, die auch fast nicht mehr geredet wird. Oder gerade da bei uns in der Nähe, also Kanton Schweiz und Zürich und so, da redet halt fast niemand Romanisch. Und darum redet sie mit ihm nur Romanisch. Und er hat aber trotzdem, dass er auch Grosseltern hat und so, wo das auch redet, plus sein Cousin redet auch Romanisch, aber halt auch Schweizerdeutsch. Aber er selber, er versteht es, aber weil halt nur ganz wenige Leute in seinem Umfeld das reden, redet er selber nicht. Also, er könnte es. Wenn es aus ihm rauskützelst, dann kommt auch ein Wort. Oder wenn du ein Wort falsch aussprichst, dann lacht er dich aus und spricht es richtig aus. Also, das hat er drin. Aber wenn die Gesellschaft außenrum, halt eben die Leute das nicht konstant reden, dann will das ein Kind von sich aus gar nicht. Weil es will ja dazugehören. Genau, ja. Und darum tut er jetzt wahrscheinlich auch zuhören, aber halt selber reden nicht, weil auf die andere Sprache verstehen ihn alle. Und ich denke, da ist so etwas bei euch mit das Englisch, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Also, ja, wie will das funktionieren? Ja. Da müsste wirklich ein älterer Teil Englisch sein oder so und ein Teil von der Verwandtschaft. Und dann ist es etwas Gutes. Und Absolut, dann ist es wirklich etwas Lässiges, weil ich zum Beispiel bin nie sprachbegabt gewesen und es wird ja auch nie werden. Das ist einfach so. Aber der Florin hat gute Möglichkeiten, dass das bei ihm funktioniert. Weil er halt auch einfach das noch mit reingegeben bekommt. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen bei mir, aber es hätte sicher nicht funktioniert. Ja, weil ich auch kein Umfeld hatte. Ja. Ich glaube, das Umfeld, das hat bei mir einfach, zumindest in der Kindheit, komplett nicht existiert. Eben, mein Papi als einfacher Bauernsohn, meine Mami aus dem Ibrig, aus dem hintersten Scheissort. Und so, es hat keine Möglichkeit gegeben, um irgendetwas auf Englisch, einfach keinen Anknüpfungspunkt. Ich meine, und das ist eigentlich traurig. Ja, und dorthin ist ja heutzutage Hochdeutsch noch das Problem. Ja, also ich meine, wir reden da vor einem Ort, wo auch heute noch nicht, also musst du nicht wollen Schriftdeutsch reden dorthin. Das ist auch okay, aber einfach, wie man auf die Idee kommt, fragt man sich. Aber ich bin dann gespannt, wenn es vielleicht einmal bei uns so weit ist. Wenn bei uns vielleicht das Thema ein bisschen präsenter ist. Oder zumindest einfach, das wird ein lustiger Moment. Wenn einfach so unser Umfeld, unsere besten Kollegen, mal eine richtige Freundin und dann zusammen eine erste Wohnung und zusammen vielleicht einmal, hey ja, sie hat einmal die Pille abgesetzt. Das wird. Und nachher, sie ist im 3. Monat schwanger. Und dann musst du so Babygeschenkchen, so kleine Schüle, so Glismeti. Oder das wird ganz ein schlimmer Moment. Also ein lustiger, glaubst du? Ja, ein lustiger. Also ich muss sagen, bei mir hat es jetzt das Jahr angefangen. Weil mein bester Kollege aus meiner Freundesgruppe, so, wo wir schon jahrelang kennen, der ist jetzt mit seiner Freundin zusammengezogen in die Wohnung, wo er vorher mit seiner Mami und seiner Schwester drin war. Also eigentlich für mich, ich kenne die Wohnung schon als Kind halt mit der Mami und jetzt wohnt er dort mit der Freundin und auch dort sind die Themen mit Kind und so jetzt nicht. Sie sind nicht da, aber sie sind auch nicht so weit weg. Und das ist schon ein ganz komisches Gefühl, wenn ich selber mir denke, wie ich noch mein Zeugs am machen bin, am Videos schneiden und mich an anderen Sachen befreuen. Und dann sind dort so Überlegungen und du denkst, krass, vielleicht muss ich jetzt dann den Junggesellenabschied für meinen Kollegen organisieren. Ich finde es mega schön. Es ist aber auch wirklich krass, weil gerade in so einem Moment, wenn so etwas passiert, fragt man sich selber, oder so war es bei mir, man hört das und fragt sich, und wo bin denn ich? Oder wo stehe ich in diesem Punkt? Und dann sind Sachen, wo man eigentlich zufrieden ist, sind plötzlich, oder hinterfragt man. Aber ich glaube, das gehört zum Älterwerden
dazu. Ja, so sind wir eigentlich schon ein bisschen in den Abend hineingestartet. Eben der leere Rucksack, wo halt immer mehr Brösmeli so reinkommen. Und apropos Junggesellenabschied, ich hatte einmal die Ehre gehabt, so einen Junggesellenabschied quasi mitorganisieren, alles rundherum, quasi auch ein bisschen zu begleiten und von Anfang an. Und das ist ein alter Kollege aus dem ehemaligen Dörfli, wo ich gelebt habe, im Kanton St. Gallen. Ich habe mal eine Zeit lang im Kanton St. Gallen, im Ricken oben, irgendwo gewohnt. Im Loch oben, einfach nicht. Genau. Und dort, einer, der 2 Jahre älter ist, der ist so in einer speziell religiösen Familie aufgewachsen, nennen wir es so. Und dort ist es quasi einfach Standard, dass man ziemlich gleich mal heiratet. Und am besten halt aus der gleichen Gruppe jemand. Ja. Und, so, also das ist wir sind keine Sekte, aber wir haben nur uns gern. Ja, ein bisschen, genau. Also ist jetzt übertrieben gesagt, natürlich. Ja. Das, nein, aber, also ich wollte so auch gar nicht auf das reduzieren. Nein. Also, ich kann mit ihm wirklich, das kann ich mit Sicherheit sagen, ich habe mit ihm die besten Söffe gehabt. Ich bin an dem Ort, wo ich frisch dort angezügelt bin ich mal, dort bin ich noch 14 gewesen, bin noch mit dem Töffli unterwegs gewesen. Und nachher die bösen Buben, die sind mir mit dem Töffli mal aufgelauert. Die haben auf mich gewartet und ich schon, hey fuck, das ist es jetzt gewesen. Genau, wieder so ein Moment als Kind, was du jetzt ist vorbei. Jetzt ist es gewesen, ja. Und ich war allein unterwegs gewesen, und die sind irgendwie jetzt 5. hoch, sind die so in einer Kurve gewesen, die du nicht gesehen hast. Und ich dort mit irgendwie 15 km/h so. Und dann die, wo ich durch bin, sind dann die nachgekommen und ich so Scheiße im Rückspiegel, so eine richtige Kolonnenverfolgungsjagd irgendwie mit dem Töffli. Ich kann es mir richtig vorstellen. Und es ist ja alles in Zeitlupe mit dem Töffli mit 15 km/h, weißt du? Ja, so aber und irgendwann ist mein Töffli eben nicht gefrisiert gewesen. Da hatte ich einen bedeutenden Nachteil gehabt. Und ihre Töffli sind halt alle gefrittiert gewesen. Also gefrittiert, ja. Was sagen wir das? Ja, das kann man so sagen. Und also sie haben mich dann abgefangen, Helm abgezogen, hey, wohnst du jetzt nicht dort oben und so? Und dann, ja, man müsste dich einbürgern. Das ist quasi so. Oh mein Gott. Und sie haben anscheinend für mich ein kleines Ritual, haben sie sich auch ausgedacht. Oha. Und danach sind wir auch in einer Stadt am Zürichsee, sind sie mich einbürgern. Und danach das war mit 14, 15 irgendetwas gewesen. Und der eine, der dann eben, mit dem ich den Junggesellenabschied nachher so gemacht habe, der war halt dort schon 18 gewesen. Aha. So. Ja. Also das hat einfach Möglichkeiten quasi eröffnet. Und dann sind wir dort so in eine Bar rein. Und dann hat es einfach Gott einfach mal... Töffli. Ich stelle es mir vor, so mit den Töffli vorne dran. Wir sind von unserem Dorf sind wir mit dem Töffli ins nächstgelegene Dorf, weil zu uns hat es keine Busverbindung gegeben. Das war 4-mal am Tag mit der ÖV erreichbar gewesen. Und dann sind wir mit unserem Töffli sind wir dort in das untere Dörfli, wo dann der Bus gefahren ist. Wir sind dann eben in die Stadt am Zürichsee und danach hat es einfach schon mal angefangen mit Long Island Iced Tea. Und die haben halt gesehen, hey, das sind junge Schnösel, die da irgendetwas möchten ausprobieren, das erste Mal. Komm, denen machen wir einen coolen Abend. Irgendwie so. Ja, das passt. Und dieser Abend, also es waren 2 Long Islands, Long Island Iced Teas, und einfach die Hälfte war Zucker, die andere Hälfte ist Schnaps oder sonst etwas und noch ein Gütschli Eistee. Und nach diesen 2 Long Island Iced Teas, ich bin hin und weg, also ich bin komplett weg gewesen. Wir sind dann mit dem Bus wieder an in das Dörfli rauf, wo unsere Töffli gestanden sind. Und es hat so einen Spruch gegeben, von Kappeln kommst du immer heim. Okay. Ja. Also das war so ein Insider. Wenn einfach von der ganzen Welt, wenn du das Dörfli erreicht hast, dann kommst du immer irgendwie ins andere Dörfli, wo wir dann gewohnt haben. Und wir sind dann dort stockhagelvoll mit dem Töffli nach Hause gefräset.
Oi. Und dann hat es noch einen kleinen Unfall gegeben. Jemand hat noch die Pedale verloren. Ja. Pedale auf dem Weg geblieben. Ja, es ist so gewesen, wir sind dann, wo wir in diesem Dörfli hat es eine Beiz gegeben. Die Marlies. Die Marlies hat die besten Schnitzelbrot hat die uns gemacht. Und danach der Kollege und ich haben noch zu wenig gehabt. Zumindest haben wir das Gefühl gehabt. Und dann sind wir dort noch ein Bierchen saufen. Und danach, nachdem das Ritual dann quasi abgeschlossen war, ich offiziell eingebürgert worden bin. Und danach haben wir einfach die letzten 100 Meter haben wir noch schnell heimfahren. Und irgendwie beim Aufsteigen aufs Töffli habe ich einfach dummerweise irgendwie das Gleichgewicht verloren und habe, weißt du, ich kenne so den Domino-Effekt. Ja, oh nein! Oh Scheiße! Genau, und der Domino-Effekt, ich war der erste Stein. Oh, du hast alle Töffel abgeräumt und ich habe alles einfach schnell abgeräumt. Und am einen Töffel, die Pedale, die ist schon mal angeschweißt worden, aber die hat jetzt dort in dem Moment einfach gerade noch mal abtatschen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ich bin dann dort hochgradig integriert und weiss nicht was war. Und der Kollege, der eben die Einbürgerung für mich arrangiert hat, für dort, oder für ihn habe ich quasi eben die Junggesellenabschied habe ich dann quasi mitbegleiten wollen. Jetzt habe ich da schon unglaublich weit ausgeholt. Geil, ich habe eine mega spannende Story gefunden. Es gibt so viele Storys als Kind. Also gerade wenn ich Töffli denke, wenn wir da beim Thema bleiben, du eben mit dem Unfrisierten, ich der Typ nur mit dem Velo. Ich bin mit der der kein Töffli hatte, aber halt immer Kollegen gehabt. Vor allem mein bester Kollege damals in der Sek, der hat selber einen Bauernhof gehabt. Und da kann man sich vorstellen, der hat das Puch-Maxi-Sport gehabt. Also so das Töffli. Das ultimative Töffli, ja. Die mit dem Ciao kaufen, heilaufen, oder? Das war immer so der Ding. Und ich hätte das Ciao genommen, aber das ist ja gleich. Wirklich? Ich hätte das Ciao genommen. Wieso? Es war mir viel gemütlicher gewesen. Okay. Nein, ich habe ein Sachs Alpen. Oh, das kenne ich nicht mal. Ich kenne noch das Pony. Ja. Aber auf jeden Fall hat er ein Puch-Sport-Maxi-Ding gehabt und hat dort einen Rennsatz dran geklopft. Und wir haben mal aus dem Auspuff, dort hat es einen Schalldämpfer drin in diesen Auspuff und den kann man rausnehmen. Und wir haben den rausgenommen und dann hat er einen Rennsatz drauf gehabt und glaube kleineres Ritzel oder so. Ich bin da leider nie gross drin gewesen. Und dann es hat so ein Messschild gehabt. Du kennst die Tempomass ist. Wo nachher so ein Smiley kommt. Genau, wo nicht schneller wie 30 fahren oder so. Und wir haben dann halt, es hat so eins gehabt, bei der langen Strecke beim Fußballplatz. Es ist vielleicht schwierig, das ist eine lange Straße am Wald entlang und dort hast du halt Platz gehabt. Da hat das Schild dort gehabt, dann sind wir dort so lange gefahren und wir haben irgendwie, glaube 95 oder so, ist unser Max gewesen, mit seinem Töffli. 95? Das Töffli ist sogar mal noch schneller gefahren. Also jetzt, dass ich da nicht cappe, ist auch schon ein Zeitchen her, aber das Töffli, ich weiss, dass es im Nachhinein auf Behauptungen von ihm über 100 gefahren ist. Und dort, wo ich es gesehen habe, ja, trust me, Bro. Und dort, wo ich es gesehen habe, dort sind wir irgendwo bei 90 etwas gewesen. Ja. Und das, also klar, es ist natürlich mit dem Töffli, du fährst und dort weißt du treten und so und das. Aber es hat es geschafft. Und leicht durch ist es gegangen. Aber wir haben es geschafft und dort, ich habe mich immer auf der Seite gehebt. Also am Arm festgehebt, ich mit dem Velo, er mit dem Töffli. Und wir sind immer so ins Fußballtraining gefahren. Hin und zurück. Und dort sind so viele Storys passiert, eben von Messschild mit der Geschwindigkeit oder halt der Auspuff, den wir rausgenommen haben, der so laut war, dass wir am Schluss den wieder reingetan haben. Weil wir selber nicht mehr fahren konnten. Es war wirklich so laut, das kann man sich nicht vorstellen. Also wie wenn ich einen rumschiessen oder so. Das ist also wirklich krass. Vielleicht nicht mit einer Riesenknarre, aber so... Es hat auf jeden Fall mega getatscht. Wenn du es schon mal gehört hast, dann kennst du das. Es ist krank. Und wir haben jetzt so viel Scheissdreck gemacht, bis es dann irgendwann mal drin gegipfelt ist, dass wir halt immer durch das Quartier durchgefahren sind. Und die in diesem Quartier haben nicht so Freude gehabt an dem, natürlich. Wenn man jetzt so denkt, wir sehr schnell, laut Jungs sind wir am Abend. Und dann war es mal so, da ist einer rausgekommen, der hat uns wie angepasst. Der hat auf uns gewartet. Also weißt, der hat gewusst,
wir kommen jetzt dann und jetzt muss er uns zusammenschießen. Und der Kollege war vor mir und wollte vorbeifahren mit dem Töffli. Und ich halt hinten dran mit dem Velo. Und dann ist der andere auf die Straße gesprungen und hat ihn so am Arm gepackt. Ui. Und er hat halt gerade noch so bremsen, die sind halb auf die Schnur geflogen miteinander. Und er hat ihn voll am Arm gepackt und hat dann so zusammenschießen, halb vom Töffli schränzen. Er hat sich dann losgerissen und ist dann wieder abgedüst und ich mit dem Velo nur rechtsumgekehrt gemacht. Und ab dem Moment sind wir dann nicht mehr dort durchgefahren. Dann sind wir einfach eins oben dran durchgefahren. Aber dort, das war ganz knapp und das war auch so ein Scheissdreck, einfach Töffli-Scheiß. Naja, es hat Freude gemacht, aber... Need for Speed Most Wanted kommen da in den Sinn. Need for Speed, ja, das ist... Früher auf der Xbox, das ist eines meiner allerersten, also irgendwie mit 11, 12, 13, die erste Konsole, so die richtige, die man so an den Fernseher angehängt hat, war eine Xbox 360. Aha. Und das erste Spiel auf dieser Xbox war Need for Speed Most Wanted. Boah, geil. Ich dort auch mit 11 halt, wenn die Polizei, die sind ja quasi wie so um die Ecke herumgefahren und nachher hat es so einen Freeze-Moment gegeben, wo so schwarz-weiß und dann sind die blauen Lichter angegangen und danach bist du gesucht worden. Stimmt, Alter, Erinnerungen. Also das, so ein Sound. Ja. Wow. Das ist ein ganz übler Moment gewesen, einfach wenn du gewusst hast, so fuck. Cops. Jetzt oder jetzt Cops. wirst du gebastelt. Ja. Ob mit dem Töffli oder nicht. Also, nein, das ist... Ich finde so, eben, dass wir selber... Wir hätten ja einen Bus fahren können. Aber dass wir halt selber gegangen sind mit Töffli und das hat huere Spass gemacht. Aber wir hatten schon auch 1-2 Mal Glück gehabt. Also muss man auch sagen. Also vor allem als Kind passieren dir Storys, wo du als ältere Person nachher denkst, oh mein Gott, wie hat das, also was war dort gewesen? Wir haben auch an dem besagten Waldweg, wo wir Töffli gedingselt haben, da sind wir auch, glaube ich, ins FC oder so gefahren. Und es war halt dunkel im Winter, stockfeister. Und dann sind wir so am Waldrand und wir haben irgendwie so den Ding von, dort im Wald ist jemand. Kennst du das vielleicht? Wenn so Slenderman-mässig. Ja, so mässig. Aber das Ding ist halt, es hat wirklich jemand einen gesehen. Wahrscheinlich war der am Spazieren oder so. Aber wir sind in den Wald wie so ein bisschen reingelaufen, oder? Und haben den Typ angeschaut, oder? Also der dort halt am Laufen war. Weil, weißt, wir sind so oh, scary jetzt im Wald. Und dann dort so ein Typ. Wir so, hey, ist das einer? Und nachher hat einer von uns irgendwie geschaut, der rennt. Also so, Achtung oder irgend so etwas. Und ich in meinem Kopf, ich weiss heute nicht mehr, ob der gerannt ist, aber in meinem Kopf ist der sich gesäckelt. Und zwar uns hinein rein. Und ich bin auch, wir sind ab, so ab, bin ich noch nie. Und wir haben uns das damals erklärt, wie das irgendein Pedo oder etwas ist, der uns verfolgt hat. Und heute denke ich, es war vielleicht irgendein Fußgänger oder so. Aber damals, für mich war es, wie wenn der uns hinten reingerannt wäre. Also, vielleicht war es der Nachbar, der dort... Vielleicht war es wirklich irgendeiner, der uns nachgesäckelt ist. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ganz eine straube Erinnerung. Ja, das ist genau die Fantasie, die man vielleicht als Kind noch viel mehr interpretieren kann. Und danach sieht man so ein bisschen dunkle Gestalten und so. Ich weiss nicht, ich hatte das als Kind extrem stark gehabt. Wir sind in einem 3-stöckigen Haus aufgewachsen. Und am Abend, wenn es halt ums Lichterlöschen gegangen ist, und dann vom 2. Stock, dort war so die Stube und so, die Küche, Esszimmer gewesen. Und dann im oberen Stock haben wir geschlafen. Und dann, das Mami oder ich haben dann das Licht gelöscht. Und nachher haben wir quasi mit dem abgelöschten Licht die Stege noch auflaufen. Weißt du, auf was ich raus will? Also ich denke gerade nur ans Stegenknarzen. Und die unheimliche Atmosphäre, die es durch ein dunkles Holzhaus gibt, wenn du durchlaufen musst. An das denke ich gerade. Okay, nein, es ist nicht ganz das. Wenn du so das Licht hinter dir abgelöscht hast und danach entstehen plötzlich so schwarze Gestalten und das ist auch so ein Phänomen, wenn du quasi wie in so Formen danach irgendwelche Persönlichkeit oder so interpretieren. Ich weiss jetzt nicht, wie das genau heisst, aber ja, es gibt auch einen Namen für das. Es gibt einen Namen. Also ich kenne es einfach aus dem spirituellen Bereich, dass man in so Dunkelräume geht. Die sind halt, also es ist wirklich
feister, stockfeister, und du bist dort eine Woche oder so drin. Und wenn du halt, ich glaube, ab 2 Tagen oder so passieren halt ganz krasse Sachen in deinem Hirn, wenn du im Dunkeln bist. Dann fängt, glaube ich, die Zwirbeldrüse, jetzt gefährliches Halbwissen, aber dort fängt etwas an, wie dass deine Augen, die nicht mehr wahrnehmen, das wirklich zu ersetzen. Also es gibt eine neue Wahrnehmung, die kommt. Das ist ganz speziell. Und ich kann mir vorstellen, Dunkelheit, keine Information, dass das mit unserem Hirn etwas anstellt. Ja, das ist also das, was ich vor allem meine, das ist quasi auch das Gleiche, wenn man im Sommer einfach Wolken anschaut. Danach sieht man dort ein Schöfli und eine Giraffe und das könnte irgendwie... ich weiss, was du meinst. So. Ja, man erkennt Formen oder Personen oder in Bergen, dass sie der schlafende Reis. Ja, genau. Das ist bekannt in der Schweiz. Genau. Bergkette. Und als Kind, wenn ich quasi das Licht abgelöscht habe und dann in den oberen Stock rauf musste, ich bin gesprungen. Ich bin auch mein Leben gesprungen, weil ich das Gefühl hatte, in meinem Rücken, die Dunkelheit, die saugt mich ein irgendwie. Aber ich habe das ab und zu, heute noch. Heute noch? Also wenn ich so ein bisschen besoffen oder so bin und vom Ausgang komme, dann stehst du so in der Stube und du hast so das Licht im Zimmer, das brennt, im Gang nicht und in der Stube brennt es. Dann löst es so ab und dann bist du so ganz schnell im Zimmer hinein. Das kenne ich also heute noch. Also natürlich nicht annähernd, so wie als Kind, aber das kann ich, also ich glaube, das können auch viele nachfühlen. Ja. Und dann bist du aber Stegen drauf gesäckelt. Ich bin ich bin auch etwa auf die Presse geflogen. Aber das kann man vorstellen. Ja. Also der Wäschkorb steht auf der Steg. Du hörst nur den Nils raufrennen, tuck, 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 und dann hörst du wieder den Nils wieder runter. Scheiße. Das ist zum Glück nie passiert. Einfach so wie an einem Stegentritt so hängen geblieben und dann aber gerade noch aufgefangen. Ja. Ja, aber da haben wir, glaube ich, noch etwa ein paar lustige Kindheitsgeschichten zu erzählen. Ja. Also gerade Schlafen im Wald war bei mir mal die Erfahrung mit der Dunkelheit. Ich meine, ich gehe gerne in den Wald. Wald ist etwas mega Schönes. Vor allem, ich meine, hier in der Schweiz musst du einfach kein Tier oder irgendetwas Angst haben. Also selbst der Wolf, ich würde jetzt nicht ins Wolfsgebiet campen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der jetzt gross kommen und dich etwas machen. Aber wenn du im Wald rein bist, dunkel und alleine, oder halt auch nur schon mit 2, 3 Kollegen, aber es ist halt dunkel, der Wald macht Geräusche. Also, du hörst alles immer wieder knistern, knacken, dort wieder ein Vögel, dort etwas. Das macht einfach Angst. Also ich würde behaupten, das macht auch erwachsenen Leuten Angst. Wenn du so allein im Wald stehst oder so, also halt eben die Dunkelheit, ein Ort, wo sonst nicht gefährlich ist, mega schön eigentlich, ist im Dunkeln kann das unglaublich gefährlich sein. Bei mir gibt es also es hat es 2 Mal gegeben, wo ich quasi in einem Wald oder direkt an einem Wald so gezeltet habe. Einmal halt im Militär. Bivakieren. Ja. Bivakieren. Also, ich bin nicht im Militär, aber ich habe in der Pfadi bivakiert. Genau. Plus, das ist, ich glaube, in der zweiten oder in der 3. Oberstufe. Nein, Primar. Sogar noch in der 5. und 6. Primar war das, wo bei uns so ein bisschen das Tat- und Wahrheit-Zeugs angefangen hat. Oh ja. Und bei mir, so in meinem Quartier, hat es 3, 4 so Gleichaltrige gehabt. Und mit denen haben wir etwa halt im Garten draussen noch gezeltet. Und das war immer ein riesen Highlight, wenn wir dort damals Tat und Wahrheit gespielt haben. Ja. Ich glaube, so in dem Alter, was ist man, 10, 11, 12, irgendwie so. Ja, also ich würde sagen 12, 13, bist du glaube schon in der 12, 13. Da bist du glaube ich schon in der Sek. Ich glaube so 12, 13 kommst du in die Sek. Also würde ich sagen, irgendwie so um das herum. Und danach so das erste Mal irgendwie... Also vor allem, ja, ein Kuss auf die Backe. Und das ist ja wirklich, wenn man das auch mit heutigen Verhältnissen bemisst, dann ist das ja völliger Scheissdreck eigentlich dagegen. Aber auch dort, das ist Highlight. Ja, das so ist schön. Highlight, aber auch gleichzeitig so
fuck, ich muss jetzt ein Mädchen auf die Backe küssen. Yeah. Das ist für mich noch nie in Frage gekommen, dass ich irgendwie Interesse am anderen Geschlecht hatte und so. Vor allem in dieser Zeit ist es ja so eine lustige Zweispaltigkeit. Auf die einen Seite, ich weiss nicht, ich habe mit meinem Kollegen abgemacht, so, also schau, du sagst mir, dass ich sie muss küssen und ich ihm, oder? Weil so, weißt du, dann hast du so, heute sagt man der Crush, damals ist es einfach das Schätzchen. Ja, genau. Und dann hat man das so gemacht und es war immer eben die zwei Dings gewesen. Auf die eine Seite haben wir es unbedingt wissen, wir es machen. Auf die andere Seite ist es einem so peinlich gewesen, dass du eigentlich am liebsten im Boden versunken wärst. Ja, im Boden versunken, wir sind ja mal auch mit in der 5. Klasse in ein Skilager gegangen. Melchseefrutt war das. Und dort so zoberst oben, ich glaube, das Boni-Stock, für die vielleicht, die es kennen. Wo auch dort die Skilager sind. Ja. Die jetzt zuhören, das ist, glaube ich, Nidwalden oder Obwalden, einfach dort. Ich habe Geografie keine Ich habe gemeint, wir sind im Boni-Stock, dort in diesem Lagerhaus. Und danach Liebesbriefli. Oh Gott nochmal, das ist der himmeltraurigste Gösel gsi. Also aber genau das, was du gesagt hast, auf die eine Seite, wo man es herausfinden, empfindet sie auch etwas für mich und andersrum, du weißt gar nicht, wie damit umgehen und sie will mich jetzt küssen und ich bin dort eigentlich hure gut davon gekommen, aus dem Ganzen raus, und zwar ich war der Meldeläufer. Was ist ein Meldeläufer? Ich bin der Meldeläufer. Ich habe die Briefli, die die Buben geschrieben haben, habe ich quasi eingesackt und dann bin ich ins Mädchenzimmer über. Du hast es schlau gemacht. Ich bin der Bote, bin ich. Ja, du bist der Bote. Ja, wow, wie gut. Ja, und ich mag mich dort noch an eins Grüppli, oder die sind dann dort auch wirklich zusammengekommen. Und das ist die Tragödie des Jahrtausends an diesem Abend. Ja, das ist das ist so gegangen. Wir haben bei uns in der Klasse so ein bisschen man würde jetzt sagen, ein Alpha-Tier gehabt. Ja. Wo einfach ein Mädchenschwarm. Das war der Mädchenschwarm von unserer Klasse. Und irgendwie jedes Mädchen hat es auf den gehabt. Ja. Und danach, der Bub, der hat halt ein Mädchen im Blick gehabt. Und das Mädchen, das ist erst in diesem Jahr frisch in unsere Klasse gewechselt. Von irgendwo ist sie quasi zu uns so alle wollen ihn und er will sie, wo keine... das ist bestimmt schon von Hollywood. Von Hollywood ist das sicher schon verfilmt worden. 100%. Da gibt es mehrere Filme wahrscheinlich. Aber dort, das war halt Real Life. Twilight. Ich habe eben Twilight der hotteste Vampirboy und sie, die wieder zurück in ihre Heimatort kommt, der Verregnete. Und sie wird nachher... Ja, egal, wenn Twilight das ist auch schon sehr lange her. Also, nein. Vampir haben mich irgendwie noch nie so... Das Blut soll gescheiter im Körper drin bleiben als da irgendwie... Ich weiss auch nicht was. Ja, vor allem wenn es glitzert. Wieso glitzert? Ja, die glitzern, die Vampire. Wirklich? Die Twilight glitzert. Ja, wenn sie ins Sonnenlicht kommen. Weißt, nicht wegen der Schminke oder so? Nein, ja, also wahrscheinlich ist es Schminke. Aber im Film ist es so... Also in der Mythologie ist ja, wenn der Graf Dracula zu Sonnenlicht kommt, dann geht er zu Asche, dann ist er weg, oder? Ja. Aber es wäre ja in Twilight hure Scheiße gewesen, wenn die Vampire, die normal in die Schule gehen und alles, weißt, so unter den normalen Leuten leben, wenn die ja bei Sonnenschein einfach zu Staub verkehren. Darum glitzern die und zerkehren erst nach einer Zeit zu Staub. Das ist wie eine Art Sonnencreme, oder? Ja, nein, sie glitzern einfach. Das ist das Phänomen, das passiert, wenn die Sonne auf die Haut geht und die verbrennt. Weil die gehen schon kaputt, aber halt erst langsam. Okay. Und sie leben halt in einem Ort, wo eigentlich nie Sonne hat, wo immer neblig ist. Okay. Ja, darum ist das ein bisschen... Aber wieder zurück zu dem... Genau, ähnliche Ausgangslage wie bei Twilight. Also alle Mädchen haben es auf ihn gehabt. Das frische Mädchen, das zu uns dazugekommen ist quasi sein Angebetete, weiss nicht was gewesen. Und danach hat er eben auch so ein Briefli für sie geschrieben. Ich war der Meldeläufer und ich war einfach so frech gewesen. Ich habe ein bisschen reingegüchselt.
der hat es auf die hat es auf den. Aha. Also ich bin immer... Informationen für das 9 Brötchen vertickt, oder? Ich bin immer die Informationsquelle. Zu dem Zeitpunkt bin ich gewesen. Und danach habe ich quasi eben auch das Liebesbriefli von dem Besagten an die Besagte gebracht. Und dann eben die Tragödie des Jahrtausends. In dem Moment, wo das Briefli ins Mädchenzimmer übergewandert ist, hat es angefangen mit Gletsch. Also jedes Mädchen... Die haben ja dann alle geklatscht, weil Genau. ja logisch. Und also das ist so weit gegangen und das kann, also ich persönlich, eben, ich habe lieber mit meinen Legos und so. Und Die brüllen auch nicht. Genau, ja. Wenn du ein anderes Lego nimmst. Genau. Und für mich ist das irgendwie zu dem Zeitpunkt mindestens noch alles unergründbar gewesen. Ja. Absolut unverständlich. Unerklärlich, genau. Und das ist so weit gegangen, dass die Mädchen zu der Klassenlehrperson gegangen sind und ihr das quasi erzählt haben. Der Bub hat da an dieser Eis geschrieben, aber ich bin seit der ersten Klasse bin ich in den verliebt. Mein Leben hat keinen Grund mehr. Ich bin zuerst. Und nein, also für mich, es ist mir wirklich zu viel geworden. Oh mein Gott, ich finde das so witzig. Ja, das sind alles so... Aber das haben wir auch so. Also bei uns hat es auch die Briefli gegeben. Und ich bin dort in der zweiten oder dritten Primar. Ich bin der zweite, dritte Primar gewesen. Und wir haben bei uns, wir haben halt mehrere Klassen gehabt, 3 Klassen sind es glaube ich im gleichen Jahrgang. Und ich habe eine mega interessant gefunden aus der anderen Klasse. Und ich hatte aber auch Kollegen, die mit mir ins FC sind aus dieser Klasse. Und ich habe dann auch ein Briefchen geschrieben, so mega klassisch, mit Ankreuzeln, weißt du? Und kannst Nein oder Ja, so, willst du mit mir gehen? Wirklich so. Und habe das dann meinem Kollegen gegeben. Und er hat das ihr gegeben. Und ich bin dann im Englischunterricht, ich glaube einen Tag später oder irgendetwas. Und die Kolleginnen von ihr, also die bei mir aber in der Klasse waren, haben natürlich schon gewusst, dass sie das hat, oder? Und die haben dann immer gegiggelt das. Und nachher haben die mir im Englischunterricht erzählt, dass sie Ja angekreuzelt hat. Ja! Und ich war dort im Englischunterricht und dann in der Pause, das war so witzig, weil es haben wir alle gewusst, aber wir miteinander haben nie geredet. Weißt du, wir haben ja nur das Kärtchen gehabt. Und dann sind wir in der Pause so dann dort gestanden, so... Ja, dann sind wir jetzt zusammen. Irgendwie so. Und dann haben wir wirklich eine Zeit lang, bin ich sie sie hat nicht weit von der Schule entfernt, hat sie gewohnt. Und ich bin sie eine Zeit lang immer abholen gegangen. Da sind wir Händchen in Händchen sind wir in die Schule gelaufen. Also ein richtiger Gentleman. Ja, voll. Und krass. Ich bin mit ihr, ich glaube, es ist sogar die 3., 4. Klasse erst, weil ich bin mit ihr bis in die Sommerferien vor der Sek bin ich zusammen gewesen. Also gut 2 Jahre oder so. Ich habe mit ihr auch einen ersten romantischen Kuss auf dem Riesenrad gehabt. Oh mein Gott, das haben wir wirklich geplant. Mit ihrer Kollegin zusammen, mit der ich vorher mal zusammen war. Im Kindergarten, also weißt du, wirklich so im Kindergarten. Und wir haben das miteinander geplant, dass ich auf dem Riesenrad mit ihr den ersten Kuss dann habe. Also es ist wirklich so abgesprochen? Es war abgesprochen mit der Kollegin. Das Dritte. Deine Dama, also die jetzige Freundin, die hat schon gewusst, dass das Riesenrad es war Kilby und wir haben gewusst, es kommt dann das Riesenrad. Und dann haben wir miteinander, wir sind ja schon zusammen gewesen, sie hat ja schon Ja gekreuzelt gehabt, und dann haben wir miteinander gesagt, auf dem Riesenrad, der erste Kuss. Aber dort hat es ja gerade angefangen, das war so 5., 6. Klasse gewesen. Und dort hat es gerade angefangen mit den iPod Touchs und so. Dort haben wir noch kein Handy gehabt, sondern ich hatte einen iPod Touch gehabt, und mit dem hast du über iTouch oder so, hat das App geheißen, wie WhatsApp, hast du gratis schreiben, weil früher hast du bei WhatsApp eine SIM-Karte gebraucht. Ja. Das hat nicht funktioniert. Auf dem iPod Touch hat es kein WhatsApp gegeben. Genau, hat es kein WhatsApp gegeben. Hast du mich auf andere Apps. Und mit so einer App haben wir geschrieben und haben das abgemacht. Und nachher sind wir das 3. aufs Riesenrad, ihre Kollegin mit, weil jemand hat das ja müssen föteln. Oh, man hat das ja müssen föteln.
Und so ist mein erster Kuss, mein erster, würde ich sagen, richtiger Kuss. Ich habe jetzt gerade ganz hoch die Finger in die Luft für Anführungs- und Schlusszeichen. Ist geplant gewesen und mit Fötterli auf dem Riesenrad mit dieser Freundin, die mich dann eben in den Ferien auf die Säcke. Ich war ganz kribbelig und so, habe ihr ein Kettchen gekauft mit den Initialen, mit dem Buchstaben, so ganz klassisch, in Italien auf dem Markt, weißt du, so, in der Ferien auf dem Campingplatz. Ja, auf dem Campingplatzferien mit der Familie, weißt du, so das Kettchen gepostet im Tessin, wo auch in Zürich posten kannst. Und habe ihr das mitgebracht und habe ihr das geben nach der Sommerferien. Und dann bin ich im Mittagsgang gelaufen, weil ich wusste, dass sie immer Mittag in der Schule bleibt, also Mittagstisch isst. Und dann wollte ich ihr das bringen. Bin auf sie zugelaufen und sie ist dann mit 2, 3 Kolleginnen gestanden. Und dann haben sie irgendwie, ich weiss den Wortlaut nicht mehr, aber dann hat sie so auf gut Deutsch übersetzt, hat sie einfach gesagt, nein, wie kommst du auf so eine Idee, mir so etwas zu schenken? Wir sind nicht zusammen. Wüm. So wie wenn nie ein Thema gewesen wäre. Und dann hat sie mich einfach, und ich bin dort mega zerstört, ich habe nachher mega gebrüllt und habe das Kettchen wieder mit heimgenommen. Und ich glaube, ich habe es sogar weggerührt, das Kettchen, so aus Frust. Aber das war mein erstes Mal, wo mein Herz gebrochen ist. Mit eben ihr, die damals Ja, Nein angekreuzelt hat und mich dann einfach stehen gelassen hat. Also, wahrscheinlich hat sie auch einen guten Grund gehabt. Das war auch nicht eine richtige Beziehung, wenn ich das so zurück überlege. Aber damals... Die ersten Schritte. Es war schon hart. Ja, gerade so in der Säcke, weißt, bei der Grossen, in dieser Schule. Und dann so, ja, ich bringe meiner Freundin ein Kettchen mit. Ja, sie hat es nicht wollen. Oder sie hat mich nicht wollen. Das Kettchen hat sie vielleicht schon genommen. Aber ja, das ist meine Story zu den Liebesbriefchen, sage ich mal. Ja, das ist cool. Nein, also bei mir so Liebesbriefchen oder eben vor allem so in der Oberstufe, da muss ich jetzt sagen, bei mir, aber der André und ich sind ein bisschen auseinander aufgewachsen, nicht weit. Nicht weit, nein. Also im gleichen Kanton, am gleichen See, aber einfach ein bisschen auseinander. Und jetzt an meiner Oberstufe, so Liebesbriefchen oder halt auch quasi Parallelklassen-Grüppli, also wie sagt man, Freundin, Freund, ja, Bärli, so Bärli, Bärli, genau. So Schulbärli. Schulbärli, das hat es bei uns gar nicht so richtig gegeben irgendwie. Ach, ich weiss nicht, ob wir da irgendwie ein bisschen Brüder waren. Vielleicht. Hat es bei uns einfach nicht so richtig gegeben. Vielleicht bist du aber auch nicht in der Bubble von den Leuten, die das gewusst haben. Kann auch sein. Weil bei mir hat es easy viel so Pärchen gegeben. Ich habe aber auch immer den Gossip mitbekommen, weil ich bin so, in Anführungszeichen, bei den Coolen, einer der weniger Coolen war, aber halt immer noch bei denen, die im Trend waren. Ich meine, wie cool bist du in der ersten Säcke? Also, so cool wie du halt kannst sein, aber so nach dem Motto. Und dort hat man schon immer so Kriselis. Also bei uns hat es viel so Zeugs gegeben, aber mehr Krisen wieder schön einfach ein Pärchen. Ja. Also du hast dann wieder mitbekommen, also bei uns sind mal, unsere Säcklehrerin hat mal zwei, die in der gleichen Klasse sind, bei mir in der Klasse gewesen. Die sind zusammen gewesen, in der 2., 3. Säck. Die Leute, die mit mir in der 6. sind, wissen es, die anderen nicht, aber die sind dann auseinandergesetzt worden von der Lehrerin, weil sie sich unter dem Tisch immer so ein bisschen betöpelt haben. Also weißt du, nicht richtig, so wie man sich halt in der Säcke befummelt, ein bisschen die Hand auf den Oberschenkel. Aber als Lehrerin ist das halt, ist gar nicht gern gewesen. Ja. No. Und also so Storys hat es bei uns gegeben, okay. aber... Nein, ich glaube, also selbst wenn ich nicht in dieser Bubble richtig drin war, auch sonst, es ist nicht wahnsinnig viel gelaufen. Es ist, glaube ich, mehr, ich bin ja in die Sek gegangen. Also Sek A würde es jetzt, glaube ich, heute richtig heissen. Ja, stimmt. Es gibt ja jetzt, glaube ich, Sek A, B und C. Ja, früher bei uns war es Sek, Real, Werk. Genau. Ja. Und heute ist es A, B und C. Ja. Also es ist eben scheint aussen ist es auch, schon früher hat es das gegeben. Also ist das auch früher schon zum Teil gewesen, bei uns einfach nicht. Aha. Aber ich hatte auch schon eine Freundin gehabt, ich weiss gar nicht mehr wer oder welche, aber die hat das schon so gehabt bei sich, also auch in unserem Jahrgang und hat das auch schon so gehabt. Aber ich hoffe schon, dass du weißt, welche jetzt Freundinnen das wieder alles Nein, ich weiss jetzt wieder auch, welche das es war. Okay. Ja, also ich weiss schon, welche Freundin ich kann. So würde etwas falsch laufen. Pi mal Daumen, nein. Nein, aber bei uns eben in der Sek A oder einfach Sek, bei uns, wir sind, glaube ich, wirklich hure anständig gewesen. Halt mehr
so ein bisschen ausgangsmässig haben wir, glaube ich, eher ein bisschen Scheiß angestellt. So mit dem Töffli und im Wald so Baumhäuschen bauen, so haben wir eher ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ich glaube, was halt bei uns unten noch ein bisschen war, bei uns ist halt schon, wir haben den Einfluss von Zürich und alles gehabt. Bei uns hat es Gruppen gegeben, Ausländer und Innerschweizer und alles zwischendrin. So die 3 Kategorien zu geben. Ich bin immer in der Mitte und habe es mit beiden Seiten super gut gehabt. Aber es hat bei uns schon die beiden Extreme gegeben. Und ich glaube, bei euch wird es wahrscheinlich viel mehr noch so der klassische schweizerische oder halt alles so bünzli-mässig. Ja. Wenn die Eltern alles Bünzli sind, dann ist es auch etwas anderes wie jetzt bei uns. Also nicht, dass es negativ wäre, aber bei uns hat es einfach mehr den Clash gegeben von 2 starken Gruppen, die aufeinander getroffen sind, wo dann halt immer Beef und alles Mögliche, oder eben auch Ausgang, ist bei uns halt immer recht kaputt gewesen. Weil wir halt schon Leute hatten, die in der Sek schon voll am Dealen sind und mit halt grossen Brüdern. Also das war auch noch mal so etwas gewesen. Ich hatte viel Orientierung nach oben mit meinen Kollegen und so. Und dann sind dann halt die Brüder halt auch schon so 17, 18 gewesen und haben dann am kleinen Brüder das alles gegeben. Wir sind bei denen und denen sind wir Black Ops gamen, weißt du, und so. Das ist immer ein bisschen kritische Ausgangslage gewesen. Also darum, ich würde Pfäffiken nicht unbedingt als Pfäffiken ist Pfäffiken, das ist ja okay, würde ich nicht unbedingt als Vergleichsbild nehmen. Weißt du, weil es ist ganz speziell, das sind ja alle 3 Ecken. Von ganz Schweiz, von Zürich, St. Gallen. Es ist alles ein bisschen zusammen dort. All die Zugelaufenen. Ja, so wie ich auch bin. So. Meine Familie ist auch auf Pfäffiken gezügelt. Also wir sind auch nicht schon seit Urzeiten in Pfäffiken. Ich glaube, das ist halt einfach der Ort, weißt du, wo bei euch inneren Ort ist, wo man schon seit Generationen gelebt hat. Vielleicht sicher auch, ja. Das hat sich aber jetzt, glaube ich, auch in den letzten 10 Jahren. Also ich bin ja in Wollerau aufgewachsen und in den letzten 10 Jahren hat sich da, glaube ich, oder 15, keine Ahnung, hat sich da auch noch mal unglaublich viel geändert. Bei mir ist es eher noch quasi wie so die Häuser, die Mehrfamilienhäuser, die sind gerade frisch gebaut worden und in diesen Mehrfamilienhäusern sind die ersten Familien reingezogen und die haben dann halt gerade alle aufs Mal Kinder und gemacht. Und und die Kinder die sind dann halt so in die Schule gegangen. Und das sind alles schon damals recht wohlhabende Leute gewesen, die dort einfach das gute Haus oder die guten Manieren ein bisschen den Kind schon mit auf den Weg gegeben haben. Ich glaube, da tritt man auch niemandem auf den Schlips, wenn man sagt, dass Wollerau eher ein reiches oder ich sage mal ein reiches Ding ist, im Gegensatz zu Pfäffiken, wo schon immer mit den Hochhäusern und so und den Blöcken, wo wir haben, schon immer günstige Wohngelegenheiten hatten, die sich erst jetzt zu teuren entwickeln. Aber ich glaube, dort ist vielleicht der Unterschied, weil ich sage jetzt mal, ein paar Familien oder auch meine Familie, wir wären nicht auf Wollerau gezügelt. Also falsch, wir haben mal zu Wollerau gewohnt, 3 Jahre, als ich 3 war, aber in einem halben Bauernhaus. Irgendwie hat man jemanden kennt, der jemanden kennt so. Also das ist mehr, das hat auch nichts mit dem zu tun, ob es jetzt ums Geld geht oder nicht. Aber Wollerau ist schon eher ein Pflaster, wo wahrscheinlich auch früher schon ein bisschen was auf dem Konto haben. Sonst ja, aber eben zu dem Moment, dass mein Jahrgang, wo wir so in die Schule gegangen sind, das sind eben die Familien, die ein bisschen Geld auf der Seite hatten, sich jetzt ein Mehrfamilienhaus gekauft haben, Kinder gemacht haben, glückliches Leben so geführt haben. Und das, was ich jetzt Stand heute beobachte, das sind halt einfach so Neureiche, so Influencer oder Krypto oder keine Ahnung was für Leute, die über das Internet schnell das Geld gemacht haben, kaufen sich da irgendwie eine Hütte, schränzen die ab und weil die halt für ihr Land allein schon x Millionen angeblättert haben, dann nachher alle Nachbarn rundherum, so die Nachbarsgemeinschaften oder Nachbarsbeziehungen, sagen wir es so, das ist früher noch viel mehr hoch geschätzt worden oder hat man noch eher ein bisschen auch. Das ist, und heute sagt man einfach, hey, ich habe 5 Millionen für mein Haus angeblättert. Da bestimme ich, was auf meinem Grundstück läuft. Das ist wirklich, also heute ist da die Grenze
Und wenn das Blättchen von dir da rüber wächst, dann müssen wir aber mit dem Anwalt reden. Also so ist es wirklich, ja. Das ist wirklich so. Und gerade an dieser Strasse, wo ich aufgewachsen bin, sind jetzt auch so die Kinder in meinem Alter, die sind jetzt ausgeflogen. Die Familie, Mami und Papi laufen gegen 50, 60 zu. Die überlegen sich vielleicht einmal, anstatt ein Mehrfamilienhäuschen, ein Hausteil halt in eine Wohnung zu ziehen und so weiter. Ja. Also es passiert gerade recht viel Wechsel in dieser Strasse. Und dort sind innerhalb von 2 Jahren sind Minimum etwa 10 Häuser abgeschränzt worden. Und ein Haus schöner als das andere. Oi. Und ein Haus teurer als das andere. Also mit Brunnen voraus. Mit 4 Garagenparkplätzen. Mit so Absperrungen, dass mit dem Badge nur im Eingangsbereich und genau, so reinkommst. Hollywood Hills mäßig, ja, wo genau, jeder seine Hollywood eigene Hills, Einfahrt nochmal hat. Ja, voll. Also, genau. Das ist schon auch ein bisschen das, was wir da beobachten. Also können wir auch Richterschwil überziehen, da können wir übergehen. Eben, kurz zur Info, ich habe im Gartenbau noch gearbeitet, also im Unterhalt, im Garten, auch in dieser Region, wo wir da sind. Und das ist schon... Der Bildschirm wieder schwarz. Das ist schon eine Entwicklung, wo ich würde sagen, dass das mehr kommt. Dass eben jeder hat sein eigenes Ding, hat mega viel Geld halt zahlt für das, will jetzt, dass das auch sauber ist, hat aber mit seinen Nachbarn oder so gar nichts am Hut, weil die sind alle auch einfach da angezügelt, weil es da günstig ist für die Steuern und es ist einfach günstig für die Steuern und halt ein schöner Ort. Also es ist ein schönes Ding, du hast Aussicht über den ganzen See, du bist relativ schnell in den Bergen, bist relativ schnell in der Stadt. Das bietet sich einfach mega an, da sein Häuschen anzustellen. Und darum kommen doch auch die von überall irgendwo, aber haben eigentlich gar keinen Bezug zu dem Ort oder halt geschweige zu den Leuten. Und gerade in Pfäffiken ist mir das krass aufgefallen. Ich sage jetzt mal, dort, wo ich aufgewachsen bin, in Pfäffiken, das ist noch nicht lange her, sagen wir vor 15 Jahren, ist mitten in Pfäffiken in der Dorfmitte noch ein altes Bauernhaus gestanden. Mit Pflastersteinen rundherum. Dort steht jetzt eine grosse Raiffeisenbank oder etwas. Genau, und das hat sich alles so krass verändert. Wenn ich früher als Kind oder als Jugendliche und Ziggis geraucht habe und nicht verwünscht werden, wenn ich durchs Dorf gelaufen wäre mit dieser Ziggi, hätte mich sicher jemand gesehen, der meine Eltern kennt. Und ich sage mal, die Leute sind schon auch noch rum, aber jetzt, man kennt viel weniger die Leute. Also es sind viel mehr dazugekommen, das merkst du mega. Im Coop oder sonst etwas. Kennst du niemand mehr. Oder auch die Jugend. Also ich sage, dass wir die Jugend nicht mehr kennen, ist auch klar, weil es nicht mehr unsere Zeit ist. Aber wenn ich jetzt denke, wie das grösser wurde und all die fixen Leute, die du überall immer so kennt hast, die verschwimmen immer mehr. Es wird immer weniger persönlich, immer mehr zu einem Städtchen. Das ist ein bisschen die Entwicklung. Das ist genau die Entwicklung. Und es hat jetzt auch so ein Beispiel gegeben an dieser Straße, wo ich aufgewachsen bin, dass quasi irgendwie ein Hecken ist ein Problem ja. gewesen. Oh Gott, ja. Weil, es ist irgendwie darum gegangen, in diesem Quartier halt wie Grenzen gezogen worden sind von diesen Parzellen und so. Und die Hecke ist irgendwie 10 cm halt auf die falsche Seite gewachsen. Oh. Und die Leute, die können halt nicht miteinander reden. Also erstens, die haben keine Zeit, was ja verständlich ist auf eine Art. Haben sie ja Anwälte. Genau, und sie haben Geld, keine Zeit, darum könnten die 2 Anwälte miteinander das Ganze auskäsen. Und das ist effektiv so weit gekommen. Und aber das ist jetzt auch undurchsichtige Information. Hören sagen, genau. Trust me, Bro. Und irgendwie für einen scheiß Hecken hat man dort für Anwälte zwischen 30 bis 40 K angelegt, damit die das auskäsen können. Und jetzt ist es irgendwie so, dass die Seite, die quasi wie zu fest drüber gewachsen, die hat man dann einfach abgeschnitten. Und das ist jetzt einfach so kahl so eine halbierte Seite. Ja, genau, so ein halbierter Strauch. Ja. Also das ist im Fall noch oft, auch wenn es um die Straße oder so geht, dann die Leute haben Hecken und dann ist die Grenze. Und dann heisst es einfach, ja, die Hecke muss auf die Grenze zurück. Und dann musst du sie einfach zurückbängeln. Das sieht nachher mega scheiße aus. Es ist nicht schön. Für die Hecken ist es auch nicht gut, weil oft so Heimbuchenhecken und so, die ja alle kennen, die es da überall hat, die wachsen auch nicht so schnell. Die werden schon wieder grün
im Sommer, aber 100-mal kannst du es mit denen auch nicht machen. Ja, und aber eben das Miteinander reden, das funktioniert gar nicht mehr teilweise. Ja, teilweise ist das ganz traurig. Du kommst gar nicht mehr an die Leute dran. Wir haben das Ding jetzt im Garten, bist du natürlich genau zwischen den Fronten. Und wir hatten auch einen Kunden mit einem Busch, wo die Grenze ist nicht so quadratisch verlaufen, sondern sie ist mehr so ein bisschen schräg und dann ein bisschen winklig, also ganz mühsam ist die verlaufen. Weil die haben so einen Hang gebaut, so einen kleinen Hang, der vom einen Garten, wir waren im unteren, dann raufgeht in den zweiten nebendran. Und ich musste eine Hecke schneiden, die halt an diesem Hang war. Und wenn du die Hecke geschnitten hast, um sie zu schneiden, hast du halt auf das andere Grundstück, auf so einem Holzboden stehen. So einen Aussenholzboden. Und dort bin ich dann mal dort drauf gestanden und habe runtergewischt. Also habe das, was halt Güssel gegeben hat, runtergewischt. Und dann ist der rausgekommen und hat mich von seinem Grundstück verschrauen. So, du kannst doch da nicht mehr auf mein Grundstück. Und dann bin ich zuerst recht verschrocken, bin dort auch weggegangen und nachher hat er aber relativ schnell bemerkt, dass ich ja dort putzen muss. Und dann habe ich ihn eben auch noch so angeschaut und gesagt, ja, aber ich bin am Putzen. Und er, ja, dann kannst du. Aber er hat mich auch das erste Mal einfach von seinem Grundstück verschrauen, so nach dem Motto, du bist da bei den anderen, ihr seid nicht bei mir am Arbeiten, ihr müsst jetzt da weg, das ist nicht mein Problem. Und dann so, ist ja doch mein Problem. Wir wohnen nämlich Haus an Haus. Ja. Man muss miteinander reden. Und dort war es wirklich, dass ich irgendwann wenn er wieder rausgekommen wäre, oder ins Theater, oder er hat dann einmal gemeint, komm, schneid dich noch ein bisschen weiter zurück. Und ich kann halt auch sagen, nein, Sie können mit meinem Kunden reden, aber ich bin nur der Umsetzer. Und eben, das ist genau der Beef, den sie dann versuchen, oder eben dann noch geschwind am Gärtner, weißt? Der kann es ja dann geschwind machen, dann ist es auch erledigt. So ein bisschen so. Hauptsache ja nicht, sie müssen miteinander schnurren. Also ich finde das ein bisschen sehr. Das widerspiegelt ein bisschen unsere Gesellschaft. Und ja. Aber auch zu dem Thema, wenn es dann bei uns mal so weit ist, eben Junggesellenabschied, Kinderplanung, weiss nicht was. Ich würde mir für meine Kinder auch so ein Umfeld wünschen, wo ich weiss, hey, Mittwochnachmittag, mein Bub, mein Mädchen geht mit dem Nachbarskind da irgendwie auf der Straße spielen. Die sind da im Quartier unterwegs, genau. Ob sie jetzt bei dem im Garten hocken oder bei dem ist auch gleich. Genau, aber du kennst jeden, du könntest bei jedem da auf der Terrasse hocken oder irgendetwas und da weiss ich halt nicht, wie das überhaupt später überhaupt noch möglich wird sein. Du müsstest halt fast aufs Land ziehen. Also, also die einzige, die ich jetzt kenne, meine Ex-Freundin war von Davos. Und Davos zum Beispiel, das ist ja durch das, dass es einfach unglaublich schwierig ist, dort raufzukommen, gerade zum Zügeln oder halt dann auch, das Zügeln ist nicht unbedingt auf Davos rauf, ausser halt das Ferienhütli, das es dort ein bisschen überrennen. Aber rein unter der Jahreszeit, jetzt nicht im Super-Sommer, wo alle Touristen dort sind und im Winter, sondern sonst normale Zeiten, da kennt sich auch jeder. Da kennt sich jeder und dort ist das noch so. Es hat dann aber auch wieder ein bisschen den Vibe, jeder ist der Chef von jedem. Also es kommt dann eben auch der Umgekehrte rein, dass plötzlich, blöd gesagt, der Kollege von deiner Mami dir sagt, gang jetzt heim oder so, hey, was machst du noch da? Oder halt, du kannst dich weniger als Kind ausleben, ohne dass gerade alles auf dem Tisch ist. Also erst in diesem Umfeld, jetzt zum Beispiel, jetzt nicht meine Ex, aber auch Kolleginnen oder Kollegen von meiner Ex, um da auch die Datenschützen, die haben dann doch relativ konservative Herangehensweise gehabt. Und dann gibt es halt einfach ein richtig und ein falsch. Und alle 5 Nachbarn sehen das alle gleich. Wenn du eine andere Meinung hast, hast du es recht schwierig als Jugendliche. Was dafür bei uns jetzt zum Beispiel noch eher so ist, dass halt auch die eine Familie dort wieder ein bisschen crazy ist und die wieder das. Also es hat seine Vor- und Nachteile. Und gerade eben in diesen Orten, wo es so geblieben ist es dann auch ein bisschen, das Gefühl, ein bisschen verbittert. Weißt, so ein bisschen zu fest. Ja. So, dass jetzt noch erzwingen. Ja, und wenn ich jetzt mir vorstellen will, zu deiner Frage, so etwas für meine Kinder mal, ich wüsste nicht, wo dass das in der Schweiz überhaupt noch so, wie wir das erlebt haben, Kleinstadt, eher Vorort. Vorort, ja, Vorort. Dorf, aber auch nicht richtig nur Bauern
pur, sondern halt so etwas zwischendrin, das geht halt langsam immer mehr weg. Das gibt es nicht mehr so. Immer wie weniger, ja. Es wird extremer. Das eine ist purenmässig und das andere, oder halt noch die Reichen mit dem Ferienhütli. Und das andere ist dann so Work und Abfuck eigentlich. Stadt halt. Stadt, alles ein bisschen grusig, der Boden dreckig. Also, sagen wir mal, wenn man das Ausland würde fragen, dann ist die Schweiz nicht der Boden dreckig, aber so rein vom Gedanken her. Das sind spannende Fragen, ja. Finde auch. Und je nachdem müssen wir vielleicht früher oder später mal die Schweiz verlassen. Ich weiss nicht. Ja, das könnte auch eine Option sein. Es ist halt, wenn du die Schweiz verlässt, dann kommen wieder viele Sachen auf dich zu. Wenn du nicht finanziell abgesichert bist, dann ist es schon wieder schwierig, die Schweiz zu verlassen. Weil wir sind uns alle einen unglaublich grossen Standard gewöhnt. Was nie einen sonst gibt. Den erreichst du einfach nicht an anderen Orten, ausser eben, du hast genug Geld, um dir das so zu finanzieren, dass du, ich sage mal, über dem Durchschnitt kannst leben in anderen Ländern. Weil ohne wertend zu sein, aber viele Länder haben Armutsprobleme und dort ist nun mal der Durchschnitt der Bevölkerung nicht so reich wie unser Ärmst. Oder fast. Also nicht, um die Schweiz gut darzustellen. Das hat auch viele ja mit. Die einen hatten Glück gehabt, sind nie vor dem Krieg verbombt worden. Die anderen schon. Und haben die Jahre wieder aufbauen. Ich meine, in der Schweiz und Deutschland siehst du das super. Wir hatten mega ähnliche Standards gehabt, aber ein Land ist halt komplett zerstört worden. Klar, sie sind auch selber schuld. Ja, kann man sagen so. Also sie nicht, aber ein paar von ihnen. Aber das hat mega viele Auswirkungen auf das. Und da haben wir natürlich mega Glück gehabt. Das findest du in ganz, ganz wenigen Ländern. Vielleicht eben noch Skandinavien, irgendwie Schweden, Dänemark, so. Aber ja, auch dort ist ein Standard rum, aber halt nicht zu vergleichen mit unserer zusammengeklappten Schweiz, wo du nur einmal zum Bett ausgehen musst und dann bist du schon dort, wo du sein eigentlich. Und bei uns hört man ja Sachen, wenn ich eine halbe Stunde Arbeitsweg habe, ist das zu viel. Und ich meine, es gibt so viele Länder auf dieser Welt, eine halbe Stunde Arbeitsweg ist Luxus. Und das sind alles Sachen, wenn man das weiterdenkt, einen Ort zu finden, dass es so wird wie bei uns, müssen wir vielleicht auch einfach sagen, das wird es nicht mehr geben. Das ist Vergangenheit, es ist Geschichte und sie ist so, wie sie war. Und vielleicht gehören wir auch schon zu den ganz alten Säcken, die sagen, früher war alles besser gewesen. Und sitzen da und denken, unsere Zeit war die beste gewesen. Wie es wahrscheinlich viele von ihrer Zeit würden behaupten. Aber ich würde auch behaupten, unsere Eltern behaupten das Gleiche von ihrer Zeit. Unsere Grosseltern, unsere Urgroßeltern. Ja. Und das Spiel, das wird wahrscheinlich bis ins Unendliche. Wenn es so weitergeht, ist das schön. Weil dann werden das nämlich auch die, von denen wir jetzt reden, die sagen, sie haben das nicht oder wir wünschen, dass sie es hätten, wären dann vielleicht auch sogar mal dankbar, eben, wie es ihnen gegangen ist. Weil das, was wir jetzt sagen, ist eigentlich nichts anderes wie dankbar sein, dass wir eben so eine schöne Zeit hatten. Und das wünschen wir den anderen auch. Das genau, darum reden wir schlussendlich jetzt hier auch in so ein Mikrofon rein. Also das ist in erster Linie ist das Ganze eigentlich für uns. Ja. Also wir haben uns wie einmal so gesagt, hey, was gibt es eigentlich Schöneres und Geileres, wenn man vielleicht in 10, 15, 20 Jahren seine eigene Stimme noch mal anhören kann. Und so, was sind dort damals Gedanken gewesen? Halt wie ein Fotoalbum, das Lied vom Sido, oder? Bilder im Kopf. Bilder im Kopf, genau. So ein bisschen jetzt einfach Audio im Kopf. Audio im Kopf, genau. In erster Linie für uns, aber natürlich eben, wir haben in unserem Leben haben wir auch schon einige Geschichten so erfahren und natürlich auch zu erzählen. Und wenn wir jetzt das hier einfach raushauen, veröffentlichen, dann vielleicht gibt es irgendeinen für dich, der jetzt da am Zuhören ist, irgendwie so ein Schnipseli, wo du das Gefühl hast, hey, fuck, der andere, der Nils, die hätten in dem Moment so gehandelt oder die haben in dem Moment so gehandelt. Und wenn nur ein Mensch auf diesem Planeten irgendwann einmal ein bisschen geholfen wird, dann haben wir unseren Job ja eigentlich schon erfüllt. Ich würde es auch sagen. Und am schönsten ist es auch immer, ich habe so Podcasts immer gehört, wenn ich nach dem Arbeiten selber für mich
nicht ein Feierabendbierli trinken mit Kollegen, sondern halt auch nicht mehr mögen haben oder so. Aber dann einfach ein Feierabendbierli-Gespräch, wo man ein bisschen alte Geschichten hört, wo man ein bisschen erinnert, mal lacht und auch manchmal über etwas erzählt, das dann zu nichts wird. Wo man einfach ein bisschen runterfahren kann und ein bisschen an die schönen Sachen oder halt auch die schlechten Sachen auf dieser Welt denken und mit einem Lächeln kann zuhören und abschalten. Wir wissen auch noch nicht so genau, wo sich der Podcast jetzt genau wird entwickeln. Da lassen wir uns auch einfach überraschen oder treiben. Also wir werden sicher mal mit dir, mit euch in irgendeiner Form vielleicht interagieren, Kommentare, keine Ahnung, da wollte ich mir auch noch gar nicht viel Gedanken machen, was da alles kann. Man kann es in einem Satz gut zusammenfassen. Unser System ist kein System zu haben. Und das ist ein schönes System, finde ich, weil wir haben sonst schon immer mega viele Systeme in unserem Leben. Und wir alle haben so viele Systeme in unserem Leben. Und dann ist es auch einfach schön, wenn man etwas hat, das kein System hat. Den Kopf kann ausschalten. Einfach ausschalten kann. Und ich würde sagen, mit dem lassen wir euch jetzt auch in die wohlverdiente Feierabend. Und ich würde sagen, das letzte Wort hat der Nils. Das letzte Wort habe ich hoffentlich das nächste Mal nicht, weil sonst muss ich mich wieder ein bisschen vorbereiten. Weil ich bin gar nicht vorbereitet. Aber nein, schön sind ihr dabei. Mal schauen, wo die Reise angeht. Und bis zum nächsten Mal. In der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock me Amadeus.